habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und heute ist einmal wieder ein besonderer Tag. Heute haben wir endlich einmal etwas für meine Lieblingsnachbarn. Grüß nach Österreich. Und darum ist es Zeit, How to Schnitzel. Natürlich redet man wieder nicht von irgendeinem anreidigen, abbagelten Plastikfetzen aus dem Netto. Billermoney heißt da bei euch, da wirft's mir, wenn ich falsch drauf bin, sondern von einem Wiener Schnitzel. Klar. Und weil wir keine Zeit nicht haben, fangen wir an mit Phase 1. Die korrekte Schnitzelvorbereitung. Das primär Wichtigste ist, dass wir unser Schnitzel aus einem sauberen Kalbsfleisch machen. Nicht aus einem Schweindel oder einer Gast, einem Gansal oder einem Dickerl. Hey, was weiß ich, auf was der Preisenschell sonst dafür Ideen kommen kann, wenn man es so sagt? Ja, aus einer Babykuh. Achtung, nebenbei schnell etwas fürs Hirn. Der Titel Wiener Schnitzel ist übrigens geschützt und nur mit Kalbsfleisch darf das so heißen. Alles andere ist ein Schnitzel Wiener Art. Das Stückel Babykuh mag natürlich selber aus eigener Hand paniert werden. Und darum brauchen wir dazu noch 3 Eier, ein bisschen Mehl, ein Handvoll Semibresel, die kannst du übrigens selber machen aus einem alten harten Brotscherzel und einer Käsereibe. Dazu noch eine Zitrone und ein Butterschmalz. Das ist wichtig. Kein Butter, Öl, Pflanzenfett und nein, auch kein WD-40. Für danach richten wir uns noch 3 Schüsseln, ein Glasl Wildpreiselbeeren, ein bisschen Frischhaltefolie und ein Küchenrollen her. Und wie wir das jetzt alles zusammenwursteln, lernen wir in Phase 2. Ein Schnitzel richtig panieren. Erstmal putzt man unser Babykuh, okay, Kalbsfleisch. Nimmst ein scharfes Messer und schneidest die weißen Stiegel rundherum weg. Die haben am Schluss zack wie Sau und richtig, das mengen wir nicht. Dann klopfen wir die ganze Gaudi. Und nein, nicht mit dem Vorschlag haben wir von deiner Mom, wir mengen wir das Ding noch essen, nicht nachher 34 Fetzerl aus der Pfanne rausgreien, sondern mit zum Beispiel der flachen Seiten vom Fleischhammer. Tipp, du hast das Stückel Frischhaltefolie um, dann geht's schöner und das Stückel Babykuh schaut nicht aus, als wäre es vorher schon mit zusammengefahren worden. Wenn's das jetzt mit Gefühl ein bisschen flach droschen hast, tust du ein ganz kleines Tripfel Zitrone drüber. Das sorgt dafür, dass sie die Panade am Ende so geil wirft und ausschaut, als jetzt blodern. Der Fachkreis, der mir definitiv sind, nennt das Soufflieren. Und schon geht's zum Panieren. Riechst du deine 3 Schüsseln vor dir hin in dieser Reihenfolge. Erste Schüssel, da haust du mit 2 Händen voll Mehl rein. Nächste Schüssel, da hauen wir die 3 Eier ein und rühren wir's um, bis wir eine gelbe Sauce beieinander haben. Dritte Schüssel, eine mit den Semibresel, passt, gut gegangen. Und weil es dann noch schnell gehen muss, richten wir uns die Pfanne mit unserem Butterschmalz auch noch her. 2 Finger hoch, eine damit das Schnitzel später sauber schwimmen kann. Auf zum großen Finale in Phase 3. Dein Schnitzel frisch ausbauen und anrichten. Meine Herrschaften, jetzt muss es schnell gehen. Weil das Stückel Babykuh frisch paniert ausbauen wird, machen wir das unmittelbar davor. Und los geht's. Backst du das erste, klopft die Stückel Fleisch hin. Ziehst das sauber durchs Mehl, durch die Ohr und dann durch die Semibresel. Und dann sofort eine in die Pfanne. Aufpassen jetzt. Wichtig, das Butterschmalz hat die richtige Temperatur, wenn es ein bisschen sprudelt, sobald es das Schnitzelspitzerlei holst. Und das Stückel panierte Babykuh muss schwimmen und vor allem in Bewegung bleiben. Das heißt, du lässt die nächsten 3-4 Minuten dein Pfandl nicht mehr aus und schwenkst es drum cremig im Kreisal. So lang, bis das schön goldbraun ist. Der Wiener sagt Violinfarben dazu. So, noch schnell in einem Stückel Küchenöl abtropfen lassen. Wer geil auf Herzverfettung ist, ich für meinen Teil bin's, kann den Teil auch überspringen. Und frisches Tenz auf den Teller. Schneidest der Zitronenspeitel her, dazu ein Batzel Wildpreiselbeeren. Tada! So wird Schnitzel gemacht und gefressen und nicht anders. Und Gnade dir Gott, du frisst die Scheiße mit Ketchup. Ja, was rede ich denn? Außer meinem ungeschriebenen bayerischen Österreicher Verhaltenskodex. Ja, genau. Hiermit erteile ich jedem Österreicher die Pflicht. Jeden Hirndibi, der sein paniertes Stückel Babykuh mit Ketchup frisst, sich ja nicht drum Bockfutzen aufzumstreichen, dass er die nächsten 2 Wochen seine Zent scheißt. So. Das war schon lang überfällig, wenn du mich fragst. Als Beilage gibt's natürlich einen Kartoffelsalat, aber wie der geht, das zeige ich euch auch anders mal. Meine Damen, meine Herren, liebe Grüße nach Österreich. Ich hoffe, euch hat's taugt. Falls ja, lasst ein Like da, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr auch Bock auf Herzverfettung habt oder so. Oder schickst das Video deinem Kumpel, dem so eine Herzverfettung einmal nicht schon kann. Ich gehe mir jetzt ein Stückel Babykuh kaufen. Haut euch eine, habe die Ehre.